Ja, Freunde, es geht ins Eingemachte hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Auf der Suche nach Schätzen, nach Wurzeln im Untergrund, um das zu komplettieren und das Spiel mehr oder weniger langsam aber sicher abzuschließen. Ne? Ich meine, es dauert wirklich schon sehr, sehr lange. Oh, wieder mal ein creepy Baum hier hinten. Geht gar nicht. Kann ich denn eigentlich irgendwie, keine Ahnung, sonst was machen? Bin leicht eingeschränkt hier in meinen Möglichkeiten. Verwirren kann ich ihn verwirren. Aua. Ich glaube trotzdem an. Bäume sind ziemlich krasse Gegner, wa? Was bei denen alles nicht funktioniert. Junge, gerne den Pfeil zurück, ja. Pfeil ist weg, scheiße. Na egal. Die Himmelsmütze. Perfekt. Jetzt glaube ich auch mal die doppelten Dinge, die wir haben, noch verkaufen. Himmelsmütze, Himmelsgewand. Ja, und halt. Oh, scheiße, ich bin erschrocken, ey. Ja, natürlich halt auch Amiibos einsetzt, ne? Dann ist klar, dass ab und zu mal was doppelt haben könnte. Auf zur nächsten Wurzel. In der letzten Folge hatten wir ein Jägerversteck gefunden. Noch eine Mine, also quasi so ein Ding. Ja, sogar so wie eine große Artillerie-Mine mit einem Konstrukt. Sogar mit einem Jäger, der uns in einem neuen Konstrukt gebildet, sag ich jetzt mal, aus Jägerbauteilen angreifen wollte. War ziemlich cool. Und haben ein bisschen, ja, auch wieder mal das Thema gehabt mit der Timeline, wie man es einordnen könnte bei Tears of the Kingdom, gerade auch, weil das Masterworks gerade erschienen ist in Japan, da neue Dinge ins Licht gekommen sind, ne? Gerade auch, wie es da mit den Mysteriensteinen aussieht und so. Ja, ist halt ein Thema, das im Prinzip, das kannst du immer wieder auffassen, ne? Gerade jetzt, wenn nicht gerade so viel passiert und man sich sagt, ja komm, quatsch mal ein bisschen darüber. Aber es ist halt trotz allem noch sehr, sehr viel Theorie, trotz allem. Urquell der Weisheit, die meiste Theorie, vor allem auch noch Fantasie. Und trotzdem, ich bleibe dabei, auch wenn Nintendo bisweilen irgendwie oder mittlerweile sagt, ja, das ganze Spiel in einer anderen Timeline, hat nichts mit dem vergangenen Spiel zu tun. Das, was man da bei Breath of the Wild getan hat, mit den Cutscenes, ne, wo Zelda da Link dann, wenn man so will, in einer Zeremonie zum Ritter schlägt und Ereignisse aus Queen of Time, to a Princess und der Wind Waker kam auch noch vor. Irgendwie solche Dinge halt erzählt, ne, und ja, da die Geschichte mit der Steintafel von Prinzessin Ruto, die es da verfasst hat. Ich meine, du kannst auch so oft sagen, ja, jetzt mittlerweile sehen wir es anders. Alter, das ist gerade stockdunkel hier. Mittlerweile sehen wir das Ganze anders, aber wenn du halt sowas schon mal angefangen hast zu erzählen, dann ist es schwierig, wieder zurückzunehmen. Und natürlich, die Entwickler sagen sich dann irgendwie so, ja, wisst ihr was, machen wir es ein bisschen anders. Wir sagen uns einfach so, das ist... Da kommen wir gar nicht durch, wa? Scheiße, muss von einer anderen Seite her, muss von hier aus. Ups! Okay, kommen wir zurück. Gehen da unten hin. Jetzt können natürlich sich auch sagen, ja warte mal, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ja, die gehören zusammen, das stimmt. Und was dabei Breath of the Wild erzählt wurde und so, das packen wir in eine andere Timeline rein, ne? Quasi so ein bisschen, wie es ja auch das Spiel Hyrule Warriors Age of Calamity gibt, was ich übrigens empfehlen kann. Also, wenn man nicht Fan von diesem Dynasty Warrior Gameplay ist, ne, dann ist es schwierig, gebe ich zu. Aber allein die Story dort, die hat es in sich, muss ich zugeben.
Man nimmt auch das Ganze mit der Fährung Garn und so einen ganz anderen Ausgang. Nein, deswegen finde ich es sehr spannend, auch was sonst noch so ein bisschen ans Tageslicht gerückt ist. Nein, allein deswegen könnte natürlich, sage jetzt mal, kann man sich sagen, es gibt einen Breath of the Wild. Das spielt eben nach allen anderen bekannten Zelda-Teilen. Und es gibt ein Breath of the Wild, das spielt hier vor Tears of the Kingdom. Zumindest ein Teil davon. Ich weiß, es klingt trotzdem schräg, aber es ist halt für diejenigen, die unbedingt darauf bestehen wollen. Zu sagen, nein, ich glaube da an Nintendo, wenn die sagen, es ist nicht mehr so, dann gehören die Spiele nicht mehr dazu, das ist alles richtig, was sie sagen. Aber sind wir ehrlich, ne? Die werden natürlich ihre Meinung aber da ändern bei Gelegenheit. Und seit Nintendo angefangen hat mit den Timelines, ne, gab es immer wieder Änderungen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, das erste Mal von der Timeline hieß ja Ocarina of Time, okay, man hat 2 Timelines. Die Vergangenheit und die Zukunft-Timeline und alles, was von der Link to the Past und den anderen 2D-Games war. So sagen wir allen Spielen, wo wir wissen, die spielen nachher Link to the Past. Also auch Zelda 1, Zelda 2 und so. Die wurden dort noch gar nicht erwähnt. Oh, ein Reiseschwert. Nee, lass es mal. Das ist sowas, so ein Dreck brauchen wir nicht. Das kam erst mal im späteren Update dann ein Timeline und so gesagt, ja gut, jetzt haben wir eine, was wäre, wenn Link verloren hätte. Und wo du dir auch so denkst, okay, Link verloren, haben wir gar nicht gesehen, dass irgendwie verlieren können gegen Ganondorf. Gegen Ganon dann halt. Der Held der Zeit versagt. Ja. Und hier halt ebenso, ne, Breath of the Wild hast einmal der Held versagt. Die Truppe versagt, was hier auch geschehen ist. Und einmal, ne, die Truppe versagt nicht. Was bei Age of Calamity passiert ist. Das ist echt darüber, ne? Was mich halt trotz allem jetzt dann interessieren würde, und das hat jetzt nichts mit Timelines zu anderen Spielen zu tun, außer zu Breath of the Wild, wo wir, das ist ja fix, dass ein Nachfolger hier ist, wir sind halt da mit Ganon, also Verheerung Ganon und Ganondorf selber aussieht, ob wirklich Ganon halt derselbe wie Ganondorf ist. Einfach halt nur seine Essenz, sag ich jetzt mal, des Bösen. Oder ob das irgendwie halt durch andere Umstände, wie auch den Fluch des Todbringers zum Beispiel, zustande kam und Ganondorf hier selber, naja, sagen wir so. Ich meine, der war ja eine Mumie, ne? Also versiegelt, vielleicht war er sogar tot oder totversiegelt, dass er nicht wiedergeboren werden konnte. Und da dass ich halt, der Fluch des Todbringers einfach so, okay, dann bringe ich halt nur meine Energie zurück und nicht meine Seele selber. Aber diese Energie, die trotzdem irgendwie ein eigenes Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise entwickelt, so wie sie eigentlich auch der Verbannte bei Skyward Sword hatte, der soll es halt dran machen, seinen echten Körper zu finden und die Versiegelung aufzuheben. Also auch mit der ganzen Zerstörung von Hyrule und so weiter und so fort ja auch gelangen, ne? So, runter teleportieren. Mal da mal ein neues Teil. Neues Hauerbike. Ach ja, du kannst da so viel rein interpretieren und das ist ja eigentlich das Spannende daran. Das Coole. Aber vor allem bin ich sehr froh, dass die Entwickler noch ein Age of Calamity gemacht haben. Weil die Vorstellung davon, dass naja, die ganzen Recken und so tot sind und du keine Alternativzukunft hast, so eben quasi, was wäre wenn, das war schon ein bisschen erdrückend, ne? Ja, so ein Hinweis gerade ist, was gerade einfällt, wenn wir hier so Ganon und Ganondorf haben, ne? Und als Ganondorf uns in Schloss Hyrule gelockt hat, da wusste er ja offenbar ganz genau, was er damit bezweckt. Also zum einen wusste er offenbar genau, wie Schloss Hyrule damals ja aussah. Also so uns selber auch gesagt. In Form von Zelda natürlich, aber trotzdem. Weißt du noch, damals in guten alten Zeiten? Und Zelda selber, gut, das war ja außen aus der Vergangenheit, trotzdem. Ja, warte mal, das ist ja gerade Quatsch.
Oder ja, war das Vergangenheit, macht gar keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe. Moment, Entschuldigung, ist gerade doof, wenn man zwei Dinge parallel denkt und etwas macht, weil ich habe gerade überlegt, zum einen, wie ich jetzt hier weitermachen will von der Reihenfolge her, aber dann noch was vergessen habe. Dann bin ich halt dahin unterwegs, ne? Und habe gleichzeitig noch irgendwie da eben über Ganondorfs oder Phantomgans auf dem Schloss Hyrule nachgedacht. Das ist eine schlechte Kombi. Oh, wieder Schönes. Vielleicht mal was Praktisches. Nur ein Hinterschwert, ne? Ja, also ein Soldatenschwert halt. Habe ich aber schon eins. Ein zerfressenes Königsschwert. Ich kenne mal ein richtiges Königsschwert wieder. Das ist halt nicht zerfressenes, ne? Da muss ich halt eine andere Umgebung hier gehen. Da kann ich nichts trotzdem, aber das Teil ist trotzdem stärker. Nur auf Haltbarkeit hier, lustigerweise. Auf alle Fälle, also unser Kumpel, Ganondorf oder Phantomgan, wie auch immer, der wusste ja dann offenbar, wie Schloss Hyrule aussah. Also wie jetzt, war da auf die ganze Zeit da unten, versiegelt hat trotzdem also mitbekommen, oder aber war er eben doch irgendwie mit Phantom Ganon, der halt auf irgendeine Art und Weise eine Reinkarnation oder seine Manifestation seines Hasses war, sage ich jetzt mal. Und konnte daraufhin, weil er trotzdem er selber war, auf seine Erinnerungen zugreifen. Also irgendwie cool, irgendwie aber auch schräg, wenn wir ehrlich sind. Ich kann es mir anders nicht erklären. Ist nicht so, dass irgendwie Zelda entführt hat, um dann auf ihre Erinnerungen zurückgreifen zu können oder so. Das geschah ja nie. Hä, was ist das hier? Das ist alles voller Miasma. Ja, das ganze rote hier halt, ne? Bisschen dunkel ist es auch. Ein paar Fahrzeuge, okay. Bergbaumine, ja, das kennen wir im Prinzip. Das hatten wir, wie ich schon mal erwähnt hatte, oben auch mal. An einem anderen Ort. Oh. Die einzige Erklärung, die ich dazu habe, ist wirklich, dass Ganon und Ganondorf halt auch hier dieselbe Person, dieselbe Energie oder so ist. Und wie Zelda es am Ende von Breath of the Wild auch schon meinte, sie haben zwar Ganon, sag ich jetzt mal, die Energie von mir so zerstört, aber es ist noch nicht vorbei. Das hat sie damals ja gespürt, dass irgendwas noch nicht stimmt. Dadurch, dass halt 100 Jahre lang da Ganon rumwüten konnte, also klar, er selber auch ein bisschen eingesperrt von Zelda, aber er war trotzdem im Schloss Hyrule und hat vor seiner Versiegelung dort irgendwie auch noch ein bisschen was machen können dort. Kann ich mir auch gut vorstellen, oh, ich ging aber schnell hier, gut vorstellen, dass halt währenddessen, das war der in der Zeit halt das Siegel geschwächt hat. Also Ganondorfs Befreiung hier, dass die gar nicht geplant war. Hätte eigentlich gar nicht vorkommen sollen. Kommen wir noch hoch? So. Und dann haben wir genug zu den ganzen Theorien, weil dafür müssen wir sowieso auch noch ein bisschen mehr Informationen hier im Spiel selber, weil eben momentan noch ein bisschen Rätsel ran. Mehr eigentlich nicht. Oh, da war gerade was. Hä? Hier? Ein seltsamer Ort zwar. Okay, seltsam, wäre was. So. Die Windhose. Eine Hose, wenn es schlecht. Windmütze, Windgewand, Windhose.
Wo geht's entlang? Da hin, ne? Zum nächsten Schatz. Ja, und dann muss ich erstmal hier noch die ganzen Dinge aufdecken und nehmen das mal und dann logischerweise später. Bis jetzt aber irgendwie auch keine neuen Stammpunkte von Schreinen, ne? Aua. Di, 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 du. Oh. Zu spät und dann den richtig gesehen tatsächlich. Ah, egal. Okay. Ja, schon her. Oh, tschüssi. Diese ungebetenen Gäste. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Warte mal, habe ich die Markierung falsch gesetzt oder was? Ah, nee. War nur die falsche Ebene. Ja, okay. Schon wieder. Oder gerade hier. Nee, das ist eine andere Mine. Ist ein richtiges Siegerversteck. Okay, cool. Ich habe eigentlich jetzt das Teil da oben geparkt. Bringt ja gar nichts. Der in der Nähe tiefer, ich weiß, ich weiß. Ach, die Iger, was wir da alles im Untergrund gemacht haben, ne? Also eben deswegen, habe ich schon erwähnt, cool wäre wegen einem Spiel von vor 10.000 Jahren, zur Zeit ungefähr. So für 10.000 Jahren sind, war ich immer zu bezweifeln. Ich glaube, das war ein bisschen weniger lang. Gab halt einen Übersetzungsfehler, weil die 10.000 Jahre bezogen sich eigentlich auf den Versiegelungskrieg und nicht auf Ganon. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, hoch muss ich auch noch, wegen den Iger, wie die überhaupt entstanden sind. Ist klar, wir wissen ungefähr Geschichte und so, dass der König damals von Hyrule damals paranoid war. Wegen den Sheikah und daraus kamen dann Yiga und so, aber trotzdem eine richtige Entstehungsgeschichte schon noch cool zu erfahren. Weil vielleicht steckt da ein bisschen noch mehr dahinter. Okay. Da ist schon mal nix. Autorisierung cool. Wer bist du? Bauplan, Steinplatten. Oh, dir fehlt noch was. Damit kommst du das. Doppelballongleiter. Ja, ja, schön, aber wozu? Da hoch bringt er nichts, das hatten wir schon. Das Spiel selber sagt, ja, geh höher. Ich war vorhin gerade da oben, da war nichts.
Ja, ich weiß, ich weiß. Und links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Link, versteht ihr? Links 2, 3, 4. Ja, Nähe tiefer, du bist lustig. Das heißt, müsst ihr irgendwie da reinkommen, ne? Warte mal. Machen wir das, was das Spiel mir so sagt, ne? Mal ausnahmsweise. Oh. Hab's verstanden. Der ist Teil der Innen. Geht ja schnell voran hier. So. Wo bist du, Meister Jäger? Das Sonnenfleckchen. Also viele sind nicht darüber bekannt. Sonnenfleckchen sind ein neu entdecktes Kraut, das durch das Miasma geraubte Lebenskraft wiederherstellen soll. Mhm. Und Koga, genau. Zum Glück stand nichts von Heil. Heil doch bitte Mr. Koga, ne? Er ist verletzt. Ja, ja. Aua. Da sehe ich wieder kein Jäger hier. Mr. Jäger, where are you? Oder... Bin ich jetzt gerade so blöd? Wir haben das gerade nur eingebildet. Haben wir eingebildet, das wäre zu hier. Okay. Weil ich jetzt so gewöhnt bin. Okay, ist gar kein Jäger mehr. Ja, gut. Von mir aus. So, haben wir das dann damit auch aktiviert. Sehr gut, sehr gut. Ist mein Teil noch da oder nicht mehr? Das ist aber weg, ne? Mein geliebtes Hoverbike.
Ja, ich will sie machen. Bomben sogar hier. Ja, mir gut was gehortet, nicht schlecht. Oh komm schon, ich kann die gar nicht dezimieren hier. Oder demontieren, besser gesagt. Ist das frech. Hm. Da war so ein Alien hier rum. Zitze. Antike Untergrundwarte. Ja, dann warte ich halt. Ein wandelnder Sonaniumhaufen. Ich weiß trotzdem nicht, warum hier alles so zappenduster ist. So, in der Nähe und höher. Ja, ich habe schon verstanden. Liebes Spiel. Wie heißt es auch so schön? Spiel das Spiel. Spiel das Spiel, ne? Wir sind gleich bei 30 Minuten. Ich habe trotzdem gerne noch den Schatz holen tatsächlich. Um für eine Truhe hier. Untergrundwarte, ne? Ist gar keine Arena. Da kann ich irgendwie da hoch. Sollte wohl auch, ne? Ja, gut. Schnell die Abkürzung. Kampf? Kein Kampf? Ich bin unsicher. Das ist mit unserer Schatzkiste hier drin. Das sieht so erhabend aus. Muss was ganz Seltenes drin sein. Ah ja. Ja gut. Gewisse Art und Weise. Stimmt also schon. So.
bisschen heller hier, ne? Hier geht's wieder so Ananium. Ah, leck mir am Arsch, ey. So, welcher Schatz ist es? Die Ursprungsmütze. Ja. War halt der Ursprung von allem. Ich meine, Zelda 1 lässt grüßen, ne? So, haben wir soweit alles. Ja, ich würde sagen, komm, Restfolge. Baue ich noch ein bisschen Sonanium ab. Können zwar eigentlich auch offscreen machen, aber seht ihr zumindest noch, wenn die Waffe kaputt geht, ist doch auch schön. Ja, das soll nämlich, warte mal. So großen Dingen reizt es mich halt, dass wir die Bomben einsetzen. Das sind nicht mehr so viele. Muss ja trotzdem mal benutzen. Na gut, komm, da wird nichts mehr drin sein. Er zerbricht gleich. Ja, er soll zerbrechen. Oder mal, wenn hier schon so eine gute Quelle ist, kurz markieren. Großes Unanium braucht es uns ein. Okay. Noch ein kleines Ding. Was kann man den irgendwie auch dafür nehmen? Ach du Scheiße, hat sie noch viel. Und die großen Dinger. Oh, die geht auch gut. Ja, dann weg damit. Diese Sonar-Waffen stören mich sowieso. Im Gegensatz zu den Shika-Waffen damals bei Breath of the Wild ist es so, die sehen hier gar nicht cool aus. Weil das Ding, das sich vorne dreht und so, ja, schön. Wenn das cool sein soll, ich weiß nicht. Also da fand die Shika-Waffen fand ich da ein bisschen ansprechender. Oh, das wird zu hart. Ist es zu hart, ist eine Waffe zu schwach? Ja, ist gut. Ja, ist gut. So. Übrigens, Shika-Waffen. Ich habe neuerdings mal eine Diskussion darüber gelesen, bezüglich der ganzen Thematik hier mit dem Master-Schwert, wegen Zerbrechen und so. Warum nicht? Und ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, der hat was, ist derjenige, dass er sagen könnte, ja, Moment. Okay, jetzt wollte ich eigentlich anders machen. Aber stehen zu dem Punkt der Entwickler, dass jede Waffe zerbrechlich sein soll. Deswegen ist der Hylia-Schild hier im Gegensatz zum Vorgänger, also im Gegensatz zu Breath of the Wild, kann der hier auch zerbrechen. Ne? Weil bei Breath of the Wild war der unzerstörbar. Ähnlich wie bei Skyward Sword damals. Hier aber kann er zerbrechen. Hat ein wahnsinnig großes Ding. Spanne halt. Lebensdauer. Und ja, beim Master-Schwert gibt es ja auch die Theorie, die besagt, warte mal, das Master-Schwert sollte ja fürs Böse eingesetzt werden und man kann sie hier auch fusionieren. Also oder zumindest dann, wenn das Master-Schwert fusioniert ist, das Master-Schwert selber nicht zerbrechen. Und natürlich das Fusionsding dran, ne? Also dran fusioniert, das kann ganz normal zerbrechen, aber das Master-Schwert selber nicht. Oder man geht sogar so weit zu sagen, Master-Schwert ist unzerstörbar, hat aber in seiner normalen Form kaum Power, also vielleicht sogar nur 10 Power oder so.
wenn du was drauf machst, also ja, es weg schon wieder hier. Synthese, dankeschön. Wenn du Synthese nutzt, dann kriegt es einen Boost, so ähnlich wie Sonarwaffen mit Sonarbauteilen bekommen. Hier ist nochmal Schönes. Das ist noch eine Möglichkeit. Ich kann noch was sagen, jetzt bin ich irgendwie aus Fassung gekommen. Ja, genau. Oder natürlich, wenn halt das Schwert leuchtet, ne? Also wenn es die heilige Kraft fesselt, dann ist es auch unzerstörbar. Und ich finde, zumindest der Punkt, ich weiß nicht, wie es generell mit dem Maßschwert dann ist, aber wenn ich dann im Kampf gegen Ganondorf bin, das Ding darf nicht zerbrechen. Wenn man es da dann zerbricht, da muss ich sagen, sorry liebe Entwickler, aber das ist wirklich der größte Bullshit, den ich jemals gesehen hätte. Vor allem eben, dass es hier überhaupt zerbrechen kann. Und der größte Witz in der Geschichte ist ja, wenn man noch das Maßschwert vom Start des Spiels hat, ne, bevor man auf Ganondorf trifft. Und das sich irgendwie zurückglitschen könnte. Hätte man ein unzerstörbares Maßschwert, aber das kann wirklich nicht zerbrechen. Also du kannst am Anfang des Spiels, kannst du da machen, was du willst, du kriegst das Maßschwert nicht platt. Es geht nicht kaputt. Was irgendwie auch Sinn macht, zu dem Zeitpunkt zumindest. Okay, aber ich muss sagen, der Ausflug hier, der lohnt sich tatsächlich. Der war gerade der... Jo, ist im Bogen, okay. Ja, nicht viel groß voneinander bekommen, ne? Nicht viel, leider. Okay, haben wir alles? Ich glaube schon. Aber auch damit mal genug gequatscht, ne? Also insofern. Michael, die alte Quasselstrippe. Aber ja, was will ich sonst tun, ne? Ich muss ja... Will hier auch ein bisschen überbrücken, sag ich jetzt mal, wenn hier sonst halt irgendwie nicht so viel gerade los ist. Das Maßschwert. Ich habe auch erstaunt, wenn wir beim Thema sind, wie schnell das Maßschwert überhaupt seine endgültige Form bekommen hat, ne? Also wie es jetzt aussieht, vom Design her und so. Ich glaube, bei Zelda 1 gab es, das war kein Maßschwert, das war das magische Schwert damals. Das ist eine andere Waffe, wenn ich nicht komplett täusche. Bei A Link to the Past, ja, dort hatten wir das Master-Schwert, sah noch ein bisschen anders aus, aber vom Artwork her. Eine ähnliche Form wie jetzt, aber es war nicht in Blau oder Violett, die Farbe kam ja später. Die Farbe aber, und das fast die Form, die wir jetzt haben, die kam dann aber tatsächlich ja auch schon mit, lass mich lügen, doch Ocarina of Time war's. Das hat vielleicht noch ein bisschen modernisiert, sag ich jetzt mal, ne? Noch ein bisschen bessere Konturen und so. Aber eigentlich ist das Maßschwert seit Ocarina of Time steht, wie es aussehen soll. Ich glaube sogar auch schon das Triforce war schon da drauf. Und also vorne, beziehungsweise gerade mal im Griff zu, hat ein bisschen breiten Teil vom Schwert, da ist das Maßschwert dran. Ich glaube, der breite Teil war bei Ocarina of Time noch nicht. Und ich glaube, die Flügel beim Griff selber auch noch nicht. Ja, wobei. Ja, schwer zu sagen, so im Rückblick. Müssen wir mal reingucken bei Ocarina of Time. Aber egal, so viel dazu. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal, dann geht's in die Richtung. Ja, also, ja, eigentlich hier. Jetzt haben wir keine Schätze mehr hier unten. Wir haben hier noch einen Schatz zu holen. Und aber vorher tatsächlich, glaube ich, noch den hier und den hier holen. Oder eben, je nachdem, sogar den hier doch schon. Weil der hier, ja, eben das irgendwie reizt mich tatsächlich, den mal anzugehen. So gerne wir dann normales Maßschwert haben tatsächlich. Ne? Also vorher muss ich wieder zerbrechen, wenn es nochmal synthetisieren kann und dann geht's ab da. Oh yeah. Bis dahin, ciao zusammen.